Ja, wenn du kein Geld hast, dann kannst du die Miete auch nicht zahlen. Aber wenn du keine feste Wohnadresse hast, wie willst du einen Job haben, wie willst du ein Bankkonto auftun? Ja, das ist wie ein Rattenschwanz. Obdachlose kein Stolz ist von mir aus gesehen eine falsche Aussage. Sie sind zum Teil auch eher stolz, für irgendwie ein Hilfsangebot anzunehmen. Dann, als ich obdachlos war, muss ich sagen, ich war stolz für zu betteln. Ja, Obdachlose gibt es mehr, als man meint. Aber durch das, dass sie an allen Orten vertrieben werden, sieht man sie nicht mehr. Nicht jeder Obdachlose konsumiert Drogen. Ein richtig Obdachloser hat das Geld schon nicht, für die Drogen zu kaufen. Es gibt sicher auch solche, die dealen. Mit dem haben sie auch das Geld und haben das Material auch. Aber da kann man nicht auch als Junkie betiteln. Obdachlose sind eben eigentlich nicht faul. Wenn die richtige Person kommen will, vielleicht eine Baubude auftun, bei den Obdachlosen hat es Maler, Gipser, Stromer, Maurer, Schreiner. Es hat alles um. Und mir gibt ihnen keine Chance, dass sie irgendwo einen Job bekommen. Ja, der Zusammenhalt ist sehr gross eigentlich. Wenn sich jemand nicht querstellt und nur Lampen macht, dann hilft man dann automatisch untereinander. Also wir haben manchmal die grössten Fäden gehabt. Eben nicht genug. Es gibt zu wenig Notschlafstellen für die Leute, die draussen sind. Obdachlos ist meistens eben irgendwo im Eckeli oder unter einer Brücke am Fußen. Nicht jeder ist selber die schuld. Es kommt darauf an, wie labil der Mensch ist. Bei denen lenkt die Scheidung, bei denen vielleicht ein Todesfall in der Familie und dann lassen sie alles fallen. Von Mensch zu Mensch verschieden. Auch die Obdachlosen, die vielleicht am Betteln sind oder so, sollte man mehr respektieren. Es sind schliesslich auch Menschen, wie eben ein Bankdirektor oder so. Und das fehlt ein bisschen.